Den David hat kurz ugeschwart, NACO, die soll gewählt gehen, die neue Nationalkoordination. Wenn ich daran denke, dann denke ich nur an die Europäische Linkspartei, wo wir ein Exekutivbüro haben, den zusammen gesagt, dass aus jeweils 2 Repräsentanten von den verschiedenen nationalen Parteien, und das Parität. Das heißt, ein Mann, eine Frau, und das muss so sein, das geht auch nicht akzeptiert. Ich sage das heute, weil ich dann davon profitiere, fängt zu platzieren, die nicht mit meiner Intervention direkt zu denen hat. Ich hoffe, dass als Nationalkoordination paritär wert sind. Ich bin persönlich nicht dafür, dass in so Sachen ausschreibt aus Statuten, weil ich es nicht richtig fand, über TV zu führen. Allerdings freue ich mich aber mittlerweile, ob man das nicht müsste machen und auch müsste probieren, das anzuhalten. Ich sage das, weil es an der Praxis, am Büro, ist das dann nach mir schlimm. Merci. Schlimm nicht, es fällt einem ab, wenn man lange als Frau in einem Gremium sitzt. Das ist anderen, und ich mache wirklich einen Aufruf und Frauen hier im Raum, wenn ich lief, engagiert dich an den Gremien. Wir müssen mit dabei sein, mit anderen nicht diskussionsarterweise, wenn wir nicht mit diskutieren. Okay. Europäische Linkspartei, die treffen sich gerade am Moment zu Sofia, wenn der Kongress nicht heute wird, da wäre ich auch am Moment zu Sofia. Der Murray ist da oder ist am Flieger oder ist am Zug gerade für hin. Wir können vielleicht dann ja nur auch Martin Neiker schwatzen, was sie beschwart haben. Die Lastreunion war zu Berlin, dafür drun waren wir zu Kopenhagen, nachher drun waren wir zu Athen. Ich zähle die Städte nicht ab, dass ich sich kein Bild machen, wie flott den da reisen kann. Kann ihn zwar flott reisen, geht in der flott Städte, aber das ist nicht der Punkt. Wir gehen immer an verschiedene Städte aus einem Prinzip heraus, dass man die Parteien, die an den Städten oder an den Ländern aktiv sind, selbst viel mehr aktiv sind, unterstützen wollen. Das heißt, wenn wir am Januar gehen wir immer auf Berlin, machen wir aus einem gewissen Grund, weil zu Berlin geht es am Januar eben Rosa Luxemburg a Liebknecht kommemoriert. Das heißt, ob Sofia gehen, ob Athen gehen, ist immer ein solidarischer Akt. Und ich meine, das ist auch wichtig zu sagen, dass wir eine von den einzigen europäischen Organisationen sind, die sich nicht zu Brüssel treffen. Und das ist auch symbolisch ein wichtiger Punkt, dass man so nein, den zentralisierten europäischen Konstruktion, wir gehören da nicht dazu. Den Leute kommen aus allen Ländern, Machtausübung muss an den verschiedenen Plätzen an den lokalisiert gemacht werden. Währenddem wir als mit Funden, mit Arbeit und mit Education beschäftigen sich auch an all den anderen europäischen Ländern kommunistische Parteien oder Linksparteien mit den selben Punkten. Ihre Analysen und ihre Alternativen sind ähnlich wie uns. Zusammenarbeit ist aber ziemlich rezent. Die Europäische Linkspartei ist gegründet im 2005, ja, ungefähr. Geht es ein 10 Jahre. Ich muss sagen, ich bin dabei seit 2007 und seitdem haben sich ganz viele Sachen geändert. Ich war am Anfang und ich habe mir gedacht, okay, da sind Leute, die kommen mit einem Rucksack voller nationale Probleme an mir gehen Dienst. Und mit der Zeit ist es aber immer mehr so, dass effektiv ein europäisches Wolle, ein gemeinsames europäisches Projekt Wichtigkeit hält par rapport zu nationalen Problemen, die wir alle haben, die auch wichtig sind, über die muss geschwatzt gehen, mit der Idee, dass wir etwas Gemeinsames müssen aufbauen, geht immer mehr stark. Es gibt natürlich noch immer in Europa, sie wird Länder von der Union oder auch außerhalb von der Union Parteien, die ganz kritisch sind par rapport zu der europäischen Lenker, oft am Argument sie reformistisch. Das Argument vom Reformismus bezieht sich hauptsächlich darüber, dass gesagt wird, ja, die akzeptiert ja
treten. Ein Beispiel ist, das reprochiert, dass man Initiative Citoyen mal unterstützt tun, weil das eben, also der Lissabon-Vertrag hat das ja ermöglicht. Den Reproche ist eigentlich nicht ganz fair, weil man muss gucken, auf welchem Kader in sich kann zusammensetzen, wie weit können zusammen zu kämpfen. An den Kader ist nun eben mal die Union so, wie sie ist, was nicht heißt, dass man alternativ Propositionen haben. Als die Lenk sind wir nicht immer mit allem verstanden, was von der Europäischen Linkspartei kommt. Wir publizieren verschiedene Kommuniqués, andere nicht. Das ist recht, das machen all die anderen Parteien auch. Wir sind auch einst so frustriert, wenn wir als klein Lützewurst oder ein Tisch von 80 Leuten als Position nicht können als Position nicht durchkommen. Aber das ist am Anfang nicht das, was wichtig ist. Die kleinen Frustrationen, die der Mensch. Was wichtig ist, dass der gemeinsame Willen am europäischen Raum und aber auch über die Grenzen von der EU heraus ein Kräfteverhältnis aufzubauen, weil das ermöglicht, kollektiv die Austeritätspolitik von den jeweiligen Regierungen anzugreifen. Und das tun wir alle gemeinsam. Keinem von den Ländern, wo die massiv gespurt wird und Spurmaßnahmen nicht bis so fertig spurt, irgendwie die Staatsdefizite zu verkleinern, wir gesehen das alldach. Wir sehen das sogar am Gegenteil, das was Troika sich ausdenkt, Krise verstärkt. Am Anfang ist die Rechnung ja aber einfach, also wenn den Mann verdient oder mehr eine kleine Pension kriegt, sind natürlich auch Männer Resetten, die herkommen, und kann den Mann kaufen, für den Mann Kaufkraft. Irgendwo ist es logisch, dass da etwas nicht klappt, das ist mal schon bald nicht ideologisch, außer dass gewollt, dass die Effekte von der Krise nicht sollen bekämpft gehen. Für uns ist es wichtig, Terrain eine effektive Solidarität zu weisen. Wenn wir heute zuletzt die Pique organisieren, für die portugiesische Ambassade oder für die griechische Ambassade, dann ist es wichtig, dass Leute von Brüssel kommen oder eventuell auch aus anderen Ländern kommen und uns dabei unterstützen. Das ist wichtig, dass wir hinweisen, dass wir nicht die Einzigen sind, die kämpfen gegen die Austeritätspolitik. Es ist auch wichtig, dass wenn Syriza eine Pressekonferenz möchte zu Athen, dass dann neben dem Alexis Tsipras die Linke sitzt oder vom PCF sitzt. Das ist wichtig, dass wir zusammen auftreten, dass wir weisen an den Ländern, wo Lenkparteien oder kommunistische Parteien stark sind, dass wir mit ihnen zusammen auftreten, weisen wir als Positionen, sie gemeinsam Positionen, die europäisch gedeelt gehen. Das ist auch wichtig, dass wir als die Lenk noch rauszugehen an Teilholen und ihre Kampf. Das schon angeschwärzt gehen, den 4. Mai in Frankreich ein Marsch für eine 6. Republik. Wir werden da dabei sein. Le 5 Mai. Wir werden da dabei sein. Ich habe schon von Berlin geschwärzt, da sind wir auch dabei. Voilà. Auch wir gehen eben unterstützen Groß- oder Kleinparteien und Ausland. Gemeinsam haben wir auch mit den anderen Parteien in Europa ein gewisses Verständnis von Demokratie. Denn David ist schon ein bisschen auf Zypern ergangen. Ich gehe vielleicht noch ein bisschen kurz mehr konkret noch ein bisschen darüber eingehen. Bis die letzten Wahlen hatten sie eine kommunistische Regierung, einen kommunistischen Präsident. Gut, kann ich bedauern, dass während seiner Amtszeit hin am Conseil nicht vielleicht Desobedience, von der heute viel geschwärzt wird, appliziert schon hat, die Zeit für zu so, nee, das machen wir nicht, respektive einfach mal ein Veto, alle, das tun sie nicht gemacht. Ich muss Ihnen aber sagen, dass sie während 18 Monaten, also bis die letzten Wahlen, und sie verschiedene Pläne aufgehen, also von der kommunistischen Regierung aus zu Brüssel aufgeführt zu so, hey, das als Solution, wenn wir hier an Zypern können rauskommen aus unserer Finanzkrise. Die sind alle gut aufgelegt, für Brüssel, all. Da ist mal nicht drüber geschwärzt gehen an den Medien. Sie haben darauf gewartet,
Brüssel oder Troika wieder will, so darauf gewartet, ob die Wahlen, so darauf gehofft, die Rätsel für majoritär gehen, das war auch der Fall. Sie haben darauf gehofft, okay, da können wir direkt den Plan, also Plan durchsetzen. Sie haben also den Plan auf den Tisch gelegt und den also von der höheren Parlament, auch vom Parlament majoritär Rätsel ist, hat unanim den Plan aufgelehnt. Das ist schon eine gewisse Form von demokratischem Widerstand vielleicht vis-à-vis von der EU oder respektive vis-à-vis von der Kommission. Allerdings ist der Kommission das egal. Das ist ein zweiter Plan auf den Tisch gelegt, der ein bisschen manchmal schlimm war, muss man mal so sagen. Den als Parlament hat sich aber nicht dürfen zusammensetzen, für den aufzustimmen. Den als imposiert, gehen der Tisch auch rein. Im kurzen Moment, wo das Parlament nicht sieht, und dann wird gesagt, nee, okay, sie brauchen nicht mehr zu schwätzen. Was den vielleicht auch noch zu dem Plan so kann, gibt ganz viel geschwärzt oder weil niemand davon geschwärzt, dass ob den Epargnen Depan soll besteuert gegen Schwarzbalken davon, dass sie einen ähnlichen Plan haben wie Griechenland. Der Tisch Zypern gesagt, man selber aus wie Griechenland. An Zypern gehen mehr Leute, die nicht mehr genug zu essen haben. An Zypern gehen Pensionen aufgesagt. An Zypern wird ein höherer Schulmarsch kommen und das ist am Gang. Ich mich voll. Das ist auch wichtig, dass man zusammen auf einem europäischen Niveau kulturell und politische Konsequenzen vom neoliberalen und mondialisierten Wirtschaftsmarkt, dass man davon erschwatzen. Wir kämpfen zusammen mit den Italienern. Italien ist eine dramatische Situation. Die richtige Lenk, die geht quasi nicht mehr, also die Götze, sie gehen an den Wahlresultaten, von denen sie nicht mehr. Italien hat seit 2 Monaten keine Regierung. Das ist eine politische Krise, die definitiv eine Konsequenz ist von der Politik, die 3 Minuten, Halleluja. Okay, politische Krise an Italien. Wir merken, du hast kein Ausweg, du hast einen Grillo, den viel Stimme kriegt, den apolitisch ist. Das ist ein Ausdruck von einem allgemeinen Rallebol an Italien. Den Rallebol fand sich auch auf anderen Plätzen herum. Die wird natürlich unterstützt von Affären wie Cahuzac, Frankreich und so weiter. Wir müssen auch bekämpfen eine Vermischung Niveau an den Medien. Wir gehen als Lenk aufgestempelt als ein Extrem, ein von den Extremen. Das heißt, wir sind ganz oft an den Medien immer zusammen mit den Rechtsextremen gesagt. Es wird gesagt, ja, Medien macht Spiel von den Extremen. Das ist etwas, was ziemlich revoltierend ist. In verschiedenen Ländern geht es ja so weit, dass gesagt wird, wie in Moldawien zum Beispiel, ihr könnt Hummer als Sichel nicht mehr benutzen. Die Frage von einem anderen Europa, von dem wir schon lange schwatzen, also eine Frage, die vielleicht eine mehr konkrete Antwort braucht. Es geht nicht mehr durch, dass wir so, wir wollen ein anderes Europa, Sozialeuropa, ein demokratisches Europa. Wir müssen die Frage stellen, wie soll das Europa aussehen? Das Rick Lulling hat für kurzem ein paar Bayer gemacht über die États-Unis d'Europe. Ich meine, das ist Zeit, dass wir erwaschen, dass wir da eine Gegenproposition machen und dass wir so, nee, nicht so. Wir wollen nämlich kein Europa aufbauen, auf Ruinen von einem gescheiterten Projekt. Wenn ihr guckt, was im Moment geschieht, das ist ein bisschen wie ein Haus, das an einer Sohn von einem Erdbeben steht und immer jemand Gatte geht und sie bauen weiter, ob der Sohn ein Haus ab und wird auch immer ein Kehr an die Gatte gehen. Wir brauchen ein starkes Fundament für Europa. Ein Fundament wird garantiert, dass sozial und demokratische Kien, die am nationalen Kader erkämpft gesehen, an einem gemeinsamen, grenzüberschreitenden Projekt erhalten und verstärkt gehen. Wie schon oft gesagt, wir brauchen genau das Gegenteil von dem, was Sie am Moment machen.
Wenn man von einem grenzüberschreitenden Projekt schwatzen, dann muss ich auch über die EU-Grenzen wahrdenken. Über die EU-Grenzen wahrdenken ist an dem Sinn bei der ELP weiteren wichtigen Punkt. Denn David hat schon für Südamerika geschwatzt. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die ziemlich viel gut schafft zu dem Punkt. Wir hatten eine Mittelmeerkonferenz, das ist nun Printemps Arabe, also eine Konferenz ging zu Palermo, Englisch, und wir getroffen mit längsten Forsten aus dem Maghreb, eine Reunion, die ganz fruchtvoll war, die wir haben mal ermöglicht hat, einen seriösen Échange zu haben und auch natürlich als Solidarität den linken Organisationen an Nordafrika. Nach pur wieder vielleicht konkret Sachen schon die Initiative Citoyen schon nur geschwart gehabt, das war für eine öffentlich-europäische Bank zu frohen, wo ihr kennt, wo die Länder die Schwierigkeiten nur könnten, ohne tout d'intérêt Prä machen. Wir konnten die 1 Million Schriften, die wir gebrauchen, als 7 Länder als Initiative, als Proposition, als aber rejettiert von der Kommission, mit dem Argument, das ging nicht an ihrer Kompetenz leihen. Ich meine, das ist auch trotzdem bemerkenswert, dass man fertig wurde in einer ziemlich kurzer Zeit 1 Million Schriften zu sammeln. Und das ist aber auch ein Zeichen, dass man europaweit kredibel sind, dass leider als Vertrauen, dass als Propositionen Sinn ergehen, auch von Kommission das nicht als solches unerkannt. Wir haben eine Arbeitsgruppe, eine transnationale Arbeitsgruppe, Lützeburg, Deutschland, Frankreich, Belgien zum Thema Sidérurgie hier in der Großregion. Da ist eine Arbeitsgruppe, die ziemlich gut funktioniert hat, die ein flottes Seminar hat, wo Propositionen auf den Tisch kommen sind. Und da vielleicht auch noch ein so eine Nationalisierung wie möglich gewesen, als vielleicht noch möglich. Wie möglich, wenn die 4 Regierungen die politische Willen dazu gehabt hatten. Das ist leider nicht der Fall, aber ich meine, wir schaffen noch weiter und den Punkt, den Kampf, den ist aber noch nicht verloren. Ein dritter konkreter Punkt, Sozialforum, das ist vielleicht noch nicht direkt die europäische Link, da war etwas zu denen mit einer internationaler Dynamik. Den Sozialforum ist zu verschiedenen für tot erklärt gehen. Ich meine nicht, dass das der Fall ist. Ich meine, dass am Sozialforum an den letzten Jahren alles mal so immens viel diskutiert, geschafft, an der Reso Transform diskutiert, am Organisationskomitee vom Sozialforum. Und das meine ich, dass von ihnen aus eine Ouverture kommt, wo sie so okay, die Europäische Linkspartei respektive Lenkparteien, kommunistische Parteien oder auch andere sind weil akzeptiert als offiziell, also für offiziell da aufzutreten, das war bis nun nicht der Fall. Und ich meine, das ist symbolisch schon wichtig, zu sagen, okay, eine Öffnung vom Sozialforum, ob die politisch organisierte Alternative, was man mal so sagen. Okay, Schalen gleich auf. Wahlen 2014 sind noch Europawahlen. Die europäische Lenk ist am Gang zu schaffen. Wir haben einen Text, wir hatten den an der letzten nationaler Koordination diskutiert, den eigentlich ziemlich gut ist, den pur Fundamente setzt. Das ist ein dynamischen Text, das ist ein integrativen Text, das ist natürlich auch ein Kompromisstext, von 40 Parteien zusammen einen Text ausschaffen. Da kann nicht jeder in all 10 Punkten dran holen, mit das ist ein guter Text an. Vielleicht Basis für ein gemeinsames Programm, da muss man gucken. Der Kongress ist am Dezember. Da vielleicht dann auch noch ein kleines persönliches Remarque. Ich kann die Link nicht weiter vertreten an dem Gremium aus beruflichen Gründen. Bis Dezember haben wir Zeit für eine Frau zu finden, die uns da wird vertreten. Mache ich Gedanken. Also das ist nicht uninteressant für die Mathe zu schaffen. Okay, wir sollen zusammen also
die Lenkparteien, kommunistische Parteien an Europa so zu summen, wir wollen nach Europa, wir so zu summen, wir wollen das Europa, was sie aufgebaut haben, nicht. Wir so zu summen, dass es Lenkalternative gehen, an zwar richtig Lenk-Sozialalternativen. Für auf den Punkt zu kommen, für abzuhalten, würde ich Pierre Laurent kurz zitieren oder paraphrasieren. Wenn ihr weiterkommen, dann muss ich auf die Lenkspur an Musik gehen. Ich sage nicht, merci.